hat mir meine Mama gerade erklärt, weil ich sie gefragt habe, ob Dach, also kein Oberdach, kein Dach über den Kopf, kein Haus. Und Lose, es gibt Lose zum Ziehen, das ist aber nicht gemeint. Und auf die Plätze fertig los gibt es auch nicht gemeint. Lose. Also ich bin lose, also ich habe nichts. Also ich habe schon was, aber ich habe kein Dach über dem Kopf. Also bin ich lose in der freien Natur. Dankeschön. Bitte. Ich habe ihm 40 Cent reingeschmissen und er hat sich bedankt. Und wie war das für dich, das reinzuwerfen? Eigentlich schön. Wir sind hier in der Kirche, die eigentlich gar keine richtige Kirche mehr ist. Dort kriegt man die Obdachlosen oder die Armen, die halt nicht so viel Geld haben, zu essen, zu trinken. Samstag gibt's Kaffee und sonntags auch und Kuchen, beiden Tagen. Aber unter der Woche gibt's halt normales Essen im Abwechseln und dort gibt's nur Tee. Und falls mal ein ärmeres Kind kommen sollte mit der Mama, gibt's für das auch nur Tee. Jutta. Ja. Ist es so, wie findest du es mit Obdachlosen oder armen Menschen hier zu sein? Ich finde das anstrengend. Das sind ganz viele, die haben Hunger, die sind auch nicht immer nur gut gelaunt. Die sind unruhig, bis sie was zu essen gekriegt haben. Manchmal ist es richtig anstrengend und oft ist es ganz nett, weil man merkt, dass die dann gemütlich werden und friedlich werden und endlich satt sind und sich auch bedanken und froh sind, dass sie was zu essen gekriegt haben. Dann finde ich das toll. Warum machst du das hier? Weil ich finde, dass das richtig ist, dass eine Kirchengemeinde auch arme Leute einlädt und denen was zu essen gibt. Kennst du eine Geschichte über die Bibel, die mit halt armen Menschen oder Obdachlosen zu tun hat? Das nicht, aber ich kenne viele Geschichten von Jesus, der gesagt hat, die Leute, die arm sind, die sollt ihr einladen. Und die Leute, die krank sind, die sollt ihr nicht aussperren, die sollt ihr auch einladen. Kennst du nicht St. Martin? Ja, das ist Aber ja es keine hat Geschichte ja, aus der Bibel. Ja, St. Martin, das Thema. Bisschen komisch jetzt anzuwenden, aber passt zum Obdachlosen. Ein Bettler, das ist ja auch so ein bisschen Thema Obdachlose. Der war dort und St. Martin hat ihm halt ein Stück von seinem Mantel abgeschnitten. Ja, fertig. Da sitzt jemand im Schnee und soll nicht frieren und ich gebe ihm meinen Mantel. Und vor seine Hälfte und vor allem, die Leute durften früher nicht in Häuser, wenn sie nicht angezogen waren. Genau. Ich würde schon Geld spenden, doch einfach ein Stück von meiner Jacke abzuschneiden. Denn heute, es war ja nur so ein Mantel, den man leicht und nicht abmachen. Aber eigentlich würde ich es machen, doch es ist halt schwierig, so eine Jacke durchzuschneiden. Na gut, die gehen noch durchzuschneiden, aber Mantel geht einfach besser durchzuschneiden. Und wenn ich erwachsen bin, will ich vielleicht auch mal so ein Haus machen, wo sie kostenlos rein dürfen und da was zu essen kriegen und dort auch mal schlafen können. Ja. Was willst du sowieso mal werden? Lehrerin und als Hobby, hört sich ein bisschen doof an, meine Mama hilft mir dabei, Zwergenforscherin. Man denkt sich halt, na ja, wo so viele Leute sind, gehe ich lieber hier hin, um zu betteln. Weil dann beobachtet man einen, wenn er nach Klein-Austheim geht, bettelt man ein bisschen, kommt kaum jemand. In der Stadt kommt jeder. Guck mal, wie es hier ist überbefüllt.
Sei so. Du meinst, lohnt sich mehr? Ja.